Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA5. Wir sind so wieder mit dem Franklin unterwegs, wie in der letzten Folge schon gesehen. Sind wir ja im Stripclub gespawnt, beziehungsweise wir haben dort die Raubüberfallmission gemacht und haben wir auch geschafft. Und jetzt müssen wir wieder zum Michael, oder beziehungsweise wir gehen jetzt zum Michael. Wir nennen mal den Phoenix da. Und dann würde ich sagen, wir fahren mal zum Michael. Wir haben zwar noch ein paar Fragezeichen dort, aber die machen wir mal zu einem späteren Zeitpunkt. Wir fahren jetzt einfach zuerst mal, wie schon gesagt, zum Michael. Gut, also dann schauen wir mal, was jetzt uns hier beim Michael erwartet. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did it. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to have escaped with millions of dollars worth of gems, Oh. precious stones, and engagement rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You'll make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny! Don't do it! Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor, I told him! We all get high! We all get high! But that don't make it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I know. I messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cunt! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait. Fuck! Now, we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. So gut, also mit der Mission bei Michael startet es eigentlich beim Trevor. Bei dem Psycho. Eben.
So, und jetzt müssen wir da, glaube ich, mit dem... So, jetzt müssen wir ja mit dem Trevor da mal eigentlich um den See herumfahren und landen dann nachher bei dem Biker-Camp. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where you guys going, huh? Let's go, ladies! If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. So, gut, also. Ja, Trevor ist recht ein Psycho, wie man es merkt. Also, vor allem, Alter! Der Biker fährt einfach auch das Ding über den Haufen dort. Also von allen Charakteren, oder von diesen 3 Charakteren, die man spielen in diesem Game, ist eigentlich so ziemlich der Franklin mein Lieblingscharakter. Und der Trevor ist so der, den ich eigentlich am wenigsten mag. Das sind komischerweise immer viel anders. Viele sagen irgendwie, der Franklin ist irgendwie langweilig, aber der Trevor ist eigentlich der geilste, weil er so ein Psycho ist. Ja, er ist teilweise schon witzig, weil er so ein Psychopath ist, aber irgendwie auch, ja, also ich kann mich jetzt weniger mit ihm wie heisst das Wort? Identifizieren? Scheißegal, ich sag's nicht. ich kann mich weniger mit ihm anfreunden, sage ich jetzt mal so, wenn man das andere Wort nicht in den Sinn kommt oder nicht richtig aussprechen, als der Franklin. So, und ich glaube, ich tue mal die Fahrt hier überspringen, weil es passiert ja eigentlich eh nicht, sonst würde ich es noch kurz einblenden, aber ich glaube, wie gesagt, wir fahren jetzt einfach um den See um und dann nachher landen wir hier bei dem Biker-Camping-Ort dort, wo die ganzen Lost Bikers sind. Erledige die Biker. So, also jetzt müssen wir gegen die fighten hier. Okay, jetzt denke ich, es gibt eine größere Explosion. Oh Gott, ich treffe ihn nicht. So. Aber eigentlich wäre ins Bein schiessen, dass er umgeht, aber da hat nicht so ganz geklappt. So. Alter, wow, stirb. Und einfach eine Waffe. So, der nächste. Alter, gang Deckung. Scheiße, da brennt's. Ja, wahnsinnig viel Leben habe ich. Hat niemand von denen ein MG oder so? Wäre ein bisschen einfacher zum Ballern, aber... So, da haben wir auch noch. Sonst muss ich dem Trevor seine Spezialfähigkeit dann aktivieren. Und dann ist er da so angry und dann mag er ein bisschen mehr einstecken. Ist es da, wo es eine Explosion gibt? Nein, es gibt doch da irgendwo so eine Cutscene, wo die ganze Hütte explodiert. Ah, da. Geil. Das ist schon geil gemacht. Holy shit. Die haben alle Schrotflinten, muss ich jetzt echt. Fährt ja mit der Schrotflinte.
Ah. So, die flüchten ja jetzt alle. Aber die nehmen wir jetzt schon auch noch mit, würde ich sagen. Ah, ich glaube, der hat es genommen. Dann haben wir schon Spike zum Bus führen, zum Bus, zum Bus. Zu dem Auto-Pickup, was das jetzt sein. So. Ups. Was macht er? I said go find a fucking ghost in Los Santos, alright? You looking for motivation? Ja, er muss ja. Er schmeißt ihn raus, weil ja der Michael muss finden, sonst gar nicht rauskommen. So, also jetzt müssen wir zum Wohnwagen am Fluss. Jetzt müssen wir noch zu dem anderen Dealer da. Fast as we can cook it. Here he is. Let's wake him up. What? With the truck? No, come on. Ortega runs the whole county. Don't anymore. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going. Saying something don't make it true. No! It's only out of professional respect. We was always cool. Think about it. I thought you was crazy, man, not stupid. I don't like the way he's looking at me. I'll go away, man, but my people... I think he gets it. The Aztecas is an international enterprise. Aber nicht nochmal. So. I guess he don't run nothing no more. Sonst würde uns noch irgendwie verpetzen, dass wir sein Wohnwägli dort in den See abgedrückt haben. Also und jetzt müssen wir gleich wieder zum Trevor zurückgehen, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube, das stimmt sogar. Und ich glaube, auf dieser Fahrt wird jetzt nicht mehr passieren, darum fahren wir jetzt einfach oder springen wir schnell kurz für zum Trevor. Theory too far, even for you, Ronald. Get out of the car, Ron. Any time to think. Run! So, und dann haben wir die Mission geschafft. Mr. Phillips. Und jetzt nimmt mich etwas Wunder. Man kann jetzt... You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Jetzt kannst du eben nicht mehr zum Franklin und zum Michael wechseln, weil jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt nimmt mich Wunder, was passiert, wenn ich jetzt in die Stadt reinfahren und dorthin, aber was würde eigentlich passieren, wenn wir zum Michael wieder gehen? Das machen wir jetzt mal schnell. Wir gehen jetzt mal schnell kurz mal zum Michael seiner Hütte.
Und schauen mal, was passiert. So, ich habe mich anders oder umentschieden. Weil ich das Auto gerade ein bisschen geschlissen habe, haben wir geschaut, ein Taxi. Geht aber ein bisschen schneller. So, da kommt's. Also, dann fahren wir mal schnell mit dem Taxi zum Michael seiner Hütte. Ich habe es schon mal markiert auf der Karte. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das nimmt mich jetzt selber runter. Also, rein können wir ja hier nicht. Aber wir können hier drüber rein. Also vermutet, rein können wir hier nicht. Aber leider können wir gar nicht machen, so wie es aussieht. Es ist auch niemand daheim, so wie es aussieht. Das Fenster ist oben dort, offen dort oben, oder ist es zu? Ist es zu, oder? Ja, ist zu. Schade, schade, schade. Ich hätte jetzt gedacht, irgendetwas passiert. Aber ich habe es nicht gewusst. Ich hätte gedacht, vielleicht passiert irgendetwas Cooles noch. Dass plötzlich so ein Cutscene kommt, wo man sich unerwartet zusammentrifft oder so. Keine Ahnung, aber ja. So, ja, das wäre es jedenfalls mit dieser Folge von GTA5. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Und sonst gesehen, müsst ihr einfach in einer nächsten Folge wieder oder in einer anderen Folge wieder. Bis dann sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.